Ja, guten Abend miteinander. Beim dritten Live. Genau, heute teste ich ein neues Format. Und zwar hat es jetzt bei YouTube die Möglichkeit, dass man auch noch im Hochformat streamen kann. Und da bin ich gerade dran. Das heißt, ich bin jetzt sowohl irgendwie im Querformat, aber auch im Hochformat. So wie man es in den Shortfeeds innen sieht. Und da ist nicht ganz so einfach, noch ein bisschen tricky, dass ich irgendwie aufs Bild komme. Ja, super, Ton ist gut. Der Toncheck ist okay in dem Fall. Da bin ich froh. Äh, Da können wir noch schauen. Das Bild, darf ich noch fragen, das Bild ruckelt nicht oder ist okay? Mache ich das jetzt? Wie komme ich da jetzt schlau in die Mitte? Äh, so, ist besser. Ja, muss ich auch ein bisschen aufpassen, weil irgendwie darf ich mich jetzt fest bewegen. Sonst gehe ich im einen Format immer aus dem Bild raus. Super. Also Bild und Ton ist gut, da bin ich froh. Letztes Mal war es nämlich ein bisschen leise. Da habe ich dann erst gemerkt, wo jemand reingekommen ist und es mir gemulden hat. Am Anfang habe ich dann selber mit mir geredet. So, die Kamera, sagen wir es so. Und es nicht gemerkt gehabt. Genau, da bin ich jetzt froh. Danke zwar an dieser Stelle. Jo, so, dann sind wir jetzt da im dritten Live. Ist immer noch ein bisschen ungewohnt. Ja, vor allem sehe ich mich zu viel an zu vielen Orten. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen das, was mich am meisten so ein bisschen irritiert. Dass ich mich, wenn ich in die Kamera schaue, sehe. Weil unten dran habe ich das Bild. Und wenn ich schaue, ob alles funktioniert, dann sehe ich mich dreimal. Zwar einmal so, wie ich es übertrage und jetzt neu nicht nur einmal, sondern nochmal zweimal mehr, weil das eine ist dann im Grossformat für die Übertragung auf YouTube, wo verzögert ist. Das heißt, wenn ich so mache, einmal macht es gleichzeitig und einmal macht es versetzt und das ist noch ein bisschen irritierend alles. Und jetzt eben noch, auch noch im Höchstformat. Das heißt, ich sehe mich neuerdings nicht dreimal, sondern viermal. Genial. Ist genial. Aber ja. Jo. Mal schauen. Jetzt sollte ich auch die Möglichkeit haben, dass Leute im Hochformat könnten zustoßen. Also ich glaube, die Menschen, die durch den Shortfeed scrollen, haben jetzt auch die Möglichkeit. Ich habe das letztens auch gesehen, dass dann wie, wenn du scrollst, zeigt es dir etwas live an, dann kann man wieder beitreten und dann sind irgendwie ein paar Frames vom Live, also irgendein Bild vom Live hier zeigt, so ein Anfang. Und man kann beitreten und das ist jetzt erst diese Woche neu rausgekommen. Also letzten Sonntag hat es das nämlich noch nicht gegeben, das Format. Und das nimmt mich zu Wunder, ob da auch mehr Leute reinkommen oder nicht. Oder wie das genau funktioniert, finde ich raus. Genau. Und ja, wie gehabt. Äh, Wenn ihr eine Frage oder so habt, könnt ihr die gerne in den Chat hineinschreiben. Kann man aufgreifen. Weil oftmals braucht man einfach eine andere Perspektive auf ein Problem, das man gerade hat, irgendwo wo man nicht weiterkommt. Und da würde ich ja, so gut es geht weiterhelfen mit anderen Blickwinkeln, mit auch Sachen, die ich vielleicht erlebt habe, mit eigenen Erfahrungen. Genau, und darum kann man da einfach irgendwo Frage hat, gerne in den Chat schreiben und dann nehme ich das auf. Bild sollte in dem Fall gut sein, habe ich gehört, weil ich kann jetzt alles müssen ein bisschen abstellen, damit es schneller vom Schreiben, also damit ich eher sehe, was geschrieben wird und dass es nicht so viel Verzögerung hat vom Bild, dem was gesagt wird. Und ja, da bin ich noch am Testen. Aber wie gesagt, bin dann froh um Rückmeldungen. Ich tue die Lives auch alle aufladen, dass man die auch nachträglich anschauen kann, auch wenn es jetzt vielleicht am Anfang noch nicht so rund läuft. Aber mir persönlich ist es auch wichtig, dass man auch, ja, vor allem, dass auch andere Menschen sehen, dass man irgendwo ja muss anfangen muss. Und
Ich denke aber, dass es ein sehr starkes Format wird, weil sobald ja, sich die ersten Leute getrauen, da zu schreiben und auch merken, dass das ihnen vielleicht auch was kann bringen kann, anstatt an einem Sonntagabend durch TikTok scrollen, sich neue Ideen holen für Weiterkommen in seinem Leben. Genau, ich glaube, wenn das die ersten zwei, drei merken, dass das was bringt, dass man da kann ja, quasi neue Inputs holen, dass dann da vielleicht auch regelmäßige Zuschauer kommen und ja, dann auch der Chat mehr gebraucht wird und ich auch ein bisschen mehr auf Sachen kann eingehen kann, weil das ist jetzt schon gerade noch ein bisschen ungewohnt, sich mit sich allein reden. Ist zwar noch erschreckend gut gegangen, jetzt letztes Mal habe ich auch, glaube 20 Minuten, 30 Minuten ist nicht viel gelaufen, dann habe ich gedacht, ich höre vielleicht auf. Dann ist aber jemand reingekommen und dann habe ich noch recht lange können reden und ich habe dann den Replay dann noch angeschaut, die Aufnahme danach und es ist dann doch noch recht viel geredet worden, weil ja meine Angst ist, oder meine Bedenken, dass wenn ich halt ja einfach irgendetwas auflade, wo gar nicht geredet wird, und das ist ja für den Zuschauer dann auch komisch, ja, sofern überhaupt irgendwelche Leute Replays schauen, aber spielt keine Rolle. Sie sind dass man es anschauen kann, wenn es einem interessiert. Und ich denke, die werden auch immer interessanter, eben sobald ich auch jemanden gegenüber habe, wo mit mir auch schreibt und redet. Und ja, ich dann auch ein bisschen Anhaltspunkte habe, wie dass ich da irgendwie aus dem Stegreif muss etwas überlegen zum Reden. Aber ja, ich habe mir einfach gesagt, ich rede, wenn mir etwas in den Sinn kommt und sonst kann ich auch währenddessen irgendetwas am Computer machen, irgendwie Videos machen oder so. Ja, ich sehe, wenn jemand reinkommt, ich würde auch sehen, wenn jemand schreibt. Einfach, ja, einfach melden. Genau. Also jetzt passt kein Schatz mit der Größe jetzt. Okay. Ja, ja, genau, das mit dem Höchformat, das finde ich ein spannendes Feature. Okay. Was es genau macht. Jetzt, jetzt ist niemand groß reingekommen, aber ja, das ist ja verständlich. Es ist halt immer einfacher, wenn du ohne gleichzeitige Zuschauer oder wenn die Leute sehen, dass schon irgendwie 200 drinnen sind, dann getraut man sich auch mehr. Und irgendwie, wenn null gleichzeitige Zuschauer steht, dann denkt man so, ja, es kann ja schon mal nicht gut sein. Aber das ist halt ein Trugschluss, weil jeder fängt irgendwann mal an. Und auch die Besten haben mal angefangen, auch bei denen ist schon mal null gestanden. Darum ist halt immer am Anfang es durchbeissen, bis dich die ersten Leute kennenlernen und ja, eben dann auch regelmäßig kommen und dann der Chat vielleicht auch lebt und das ganze Format auch ein bisschen lebt, indem dass, ja, Leute schreiben. Darum ja, ist jetzt am Anfang nicht ganz, ja, braucht man schon noch ein bisschen, erstens mal Mut, weil ja, man vergleicht ja gern und wenn man dann jetzt dort die letzten Mal, ich bin eine gute Stunde, bin ich jetzt dort die letzten Male gewesen. Erst mal eine Stunde, das zweite Mal fast eine Stunde 15. Äh, ja, aber es sind immer irgendwelche Menschen gekommen, wo ich dann auch reden konnte. Aber bis dahin, ja, muss man irgendwie halt einfach dranbleiben und sich nicht werten an das vielleicht niemand schreibt und sich an niemand meldet, weil ja, man ist halt, irgendwie fühlt man sich unsicher. Das ist aber noch interessant, irgendwie fühlt man sich unsicher, wenn nicht viel drin sind, aber eigentlich ist man ja genau jetzt sicherer, wenn nicht viel drin sind, oder? Weil wenn ja mehr drin sind, dann würden ja auch mehr Leute sehen, was man schreibt. Und jetzt ist man eigentlich sehr inkognito. Aber irgendwie funktionieren wir so, wenn 10'000 Leute drin sind, dann fühlt man sich irgendwie sicherer. Obwohl man dann ja von viel mehr Leuten gesehen wird, wenn man schreibt. Darum finde das noch spannend. Auch bei mir, oder? Wie es bei mir dann so abgeht, dass man sich ja dann eben anfängt zu werten, so ja, zwei Zuschauer und ich bin nicht genug gut, aber eben dann überlegt man mal weiter, äh, wie ist es für die Leute, oder wie würde ich handeln, wenn ich einen Stream sehe mit einem Zuschauer, dann macht es bei mir auch das erste Mal so, ja, vielleicht ist er ja nicht so gut, aber eben, man findet es halt nur raus, wenn man auch mal reingeht, schauen, ob der Streamer, ja, ob man mit dem in Resonanz geht.
Darum ist es jetzt am Anfang, glaube ich, recht ein Kampf, um einfach dranbleiben, durchbeissen, auch wenn man allein drin ist. Wobei jetzt steht 3 gleichzeitige Zuschauer. Ja. Und es ist ja auch okay, eben, das Format ist halt gedacht, dass man reinkommen kann und mitnehmen, was einem bringt. Hm. Hallo! Schön, bist du wieder da. Genau, das Format ist ja gedacht, dass man ja, eben einfach zuhören kann und mitnehmen, was einem bringt. Ist natürlich einfacher, wenn ich jemanden habe, wo ich reden kann. Dann, wenn ich jemanden habe, wo ich reden kann, ja, dann ist es auch flüssender. So muss ich halt jetzt eben aus dem irgendwie an eigene Themen kommen. Aber ja, geht ganz gut soweit. Ich nehme es, wie es kommt. Danke sehr. Kurz mit Tee am Holen. So, eine Kurkuma-Tee. Ja, und so fängt man an, oder, mit allem. Das erste Mal sind halt irgendwie einfach ein bisschen wahrscheinlich schwieriger, wie wenn man schon voll drin ist. Aber ja, für mich ist es auch angenehm, dass jetzt nicht irgendwie 100 Leute sind und in der Erwartungen, also grosse Erwartungen rum sind. Klar bin ich irgendwo durch nervös jetzt, aber ist auch schön, wenn ich mich kann so wie akklimatisieren an das Ganze, gell? Ich auch ja, irgendwie mit dem ganzen Format wohlfühlen. Weil ja, wie gesagt, wie letztes Mal glaube ich auch schon gesagt habe, ich halt wirklich, ja, Fotos von mir hat es irgendwie nie gegeben, geschweige denn Videos. Also ich selber habe das nie gemacht. Ich habe auch nie Social Media genutzt, wo ich selber von mir Bilder rein da habe. Dann jetzt erst, seit wir den Kanal haben, wirklich angefangen, auch mal Videos zu machen. Und das ist dann schon sehr interessant gewesen, an die ganze Entwicklung, dass ich am Anfang auch mega Mühe hatte, mich zu sehen. Das ist eigentlich eins von ja, Problemen, die ich hatte. Und das zweite war das Hören. Das war fast noch schlimmer, mich zu hören, wie mich zu sehen. Oder? Und jetzt sehe ich mich viermal, das ist schon noch spannend. Vorher eigentlich gar nie und jetzt muss ich mich irgendwie viermal sehen. Also egal, wo ich hinschaue, sehe ich mich. Äh, ja, aber da habe ich mich schon ganz gut daran gewöhnen. Oder eben, es kommt halt alles mit dem, dass man anfängt, etwas zu machen, egal was, oder? Und ja, ich habe mich jetzt schon ein Weile davor gedrückt. Das war eigentlich schon lange eine Überlegung gewesen. Aber ja, dass ich so ein Format mache oder auch Videos mache, wo ich mein Wissen so weitergebe oder wie ich die Sachen sehe. Aber ja, da kommen dann halt auch wieder die Gedanken, wo jeder hat, so, ja, was habe ich denn schon weitergegeben? Ja, was denken echt die anderen? Das ist dann genug gut. Dann lerne ich auch immer mehr. Oder schlussendlich die Leute, wo was können mitnehmen können, die werden den Weg zu dir finden, wenn man anfängt zu machen. Und solange man es halt nicht macht, ja, werden sie halt den Weg nicht zu dir finden. Und ich bin froh jetzt im Nachhinein, dass ich das Format so mache, auch wenn ich jetzt also kurz bevor ich muss live gehen, ja, schon nervös bin. Auch jetzt bin ich noch ein bisschen zitterig, auch wenn man das wahrscheinlich jetzt gar nicht merkt. Also ich fühle mich wohl, aber gleich irgendwie der Körper, er reagiert. Also ich habe kalte Hände, habe ein bisschen eine zitterige, ja, ein bisschen Zitterung drin. Eigentlich so wie wenn ich an eine Prüfung würde gehen, ist eigentlich noch spannend. So wie wenn ich an der LAP bin, dort habe ich auch eigentlich nie ein Problem gehabt. Also, aber ich weiss, als ich in den Zug reingeguckt bin, dann ist vorbei gewesen. Und jetzt auch, ich hatte echt die ganze Woche nie groß daran gedacht, dass ich ja wieder live gehe, obwohl ich so gewusst habe. Aber jetzt so, ja, Stunde vorher ist dann schon manchmal ein bisschen, bin ich ein bisschen nervöser. Aber ja, ja, ich gewöhne mich daran. Wie gesagt, jetzt, auch wenn da jetzt noch nicht 100 Leute drin sind, da bin ich froh. Auf eine Art.
auf die andere Art wäre es natürlich cool, wenn gerade 100 Leute drin sind, dann komme ich ja schneller ein bisschen in das rein. Und ja, es ist eigentlich noch spannend, weil also ich bin eigentlich schon mein Leben lang, sind die Leute auf mich zugekommen und haben da eigentlich Rat bei mir gesucht. Und ich tue mich ja sehr fest mit Bewusstsein auseinandersetzen, eben Neville Goddard und so, wo wirklich auch Bewusstsein, man schafft Realität, Gesetz der Annahme, und das ist für mich sehr ja, ich sehe da wirklich auch den Grund, warum das Menschen sich im Kreis drehen, ist eigentlich sehr, sehr simpel in dem Sinn, wenn man sich ein bisschen mit dem Gesetz anschaut. Und so habe ich eigentlich aktuell einen recht guten Blick, sagen wir so, von außen, weil wenn man sich so ein bisschen in so Sachen hineinschult, ist eigentlich noch spannend. Man muss eigentlich gar nicht weit überlegen. Es ist eigentlich einfache Mathematik, oder? Mit Ursache und Wirkung. Und wenn man das ein bisschen sieht, und das sieht man halt auch wirklich besser, wenn man nicht in seinem eigenen Thema ist, oder? Ich sehe halt, ich selber, wenn ich in meinen Themen bin, vor allem wenn man emotional ist und alles, da verliere ich auch den Überblick, und da bin ich auch froh, wenn die Zora mir mal wieder den Überblick von außen zeigt, oder? Dass man ein bisschen raus kann. Und das ist eben auch die Überlegung von dem Format. Und ja, bin gespannt. Und ja, und das ist eigentlich schon mein Leben lang, haben die Leute eigentlich so Rat bei mir gesucht, und darum habe ich das Format dann auch in die Welt rufen. Weil, ja, dass man eben seine Fragen so kann stellen kann, dass ich eigentlich wie einen Blick von außen kann geben, oder halt meine Erfahrungen dazu kann geben, oder wie ich vielleicht in so Situationen handeln würde, oder sehen, wie es wie man aus so Situationen rauskommt. Und das ist natürlich eben sehr spannend, weil es tut ja für alle in dem Sinn, ist ja für alle in dem Sinne ein Mehrwert, wenn, der, wenn man eine Sicht kann geben auf etwas. Das heisst ja nicht nur, ich rede in dem Sinn dann nicht nur mit jemandem, sondern alle Beteiligten haben dann eigentlich die Möglichkeit, äh, das mitzubekommen, oder? Und ja, man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie ein Buffet voller Möglichkeiten, dass man eigentlich das kann nehmen, was einem bringt. Und ja, ich philosophiere halt schon für mein Leben gern. Und jede Frage, die man stellt, wirft eigentlich nochmal 5 Fragen mehr auf. Das ist auf eine Art, ja, irgendwie kommt man nie zur Lösung, aber gleich kann man sich extrem weiterentwickeln, und das finde ich halt schon spannend. Und hallo, danke vielmals. Danke vielmals. Ja, ich bin echt und keine Maschine, ja. Das Thema von letztem Mal. Ja, da finde ich auch, dass darum die Leute werden, ich sage, es ist nur eine Frage von der Zeit. Ich glaube sehr fest an das Format. Und ja, auch wenn's so vor der Kamera nicht so ganz einfach ist, zum zu sich, ja, ich weiß, was ich kann, und ich weiß, wo meine Schwächen sind und auch wo meine Stärken sind, aber so vor der Kamera, oder eben gerade auch jetzt mit dem Format, wo ich auch ankündige, so, ja, ich könnte kommen, ich will euch helfen in dem Sinne auch, so, oder unterstützen, euch einen neuen Blick auf eure Themen zu haben. Es fühlt sich schon ein bisschen noch nicht ganz so angenehm an, so in Resonanz bei mir, weil eben es ist wie eine Erwartungshaltung jetzt auch, Erwartungsdruck, den ich habe, oder? Wo mir dann auch sagt, so, ja, was ist, wenn ich nicht das kann weitergeben kann, was der Mensch jetzt vielleicht erwartet. Aber eben, so lerne halt auch ich, oder? So sind auch meine Themen. Und ich habe für mich gemerkt, eben, wenn ich mich selber ins kalte Wasser rühre, ich jetzt, ohne Vorbereitung, ohne nichts, das geht für mich irgendwo durch am besten. Weil sobald ich mich auf etwas vorbereite, das ist jetzt bei mir so, dann kann ich was falsch machen. Dann ist die ganze Zeit im Kopf, oh, wie ist jetzt der Ablauf? Und dann bin ich noch mehr durcheinander. Aber eben andere Menschen, die müssen sich darauf vorbereiten, oder? Weil sonst kommen sie nicht nach. Und bei mir ist es gerade ein bisschen umgekehrt. Aber ja, hat beides so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Aber so, ja, so sind wir alle verschieden, gell? Das ist halt schon gut. Ja, und jetzt dort, dank dir, äh, Nela, habe ich jetzt ja, glaube ich, den Ton von Anfang an besser. Ich habe ja dann auch das Replay noch gehört. Und es war schon ein bisschen leise am Anfang. Aber ja, reißt man da jetzt kein Bein aus. Beim nächsten Mal besser machen. Also jetzt, oder? Jetzt mit
gerade von Anfang an habe ich der Zora gesagt, sie soll schnell hören. Ob es vom Ton her gut ist. Ich glaube, soweit ist okay. Ja, sonst, was habe ich noch? Was ich auch beobachte, ist, eben eines von meinen grossen Ängste in dem Sinn ist auch gewesen, so mit dem, ich sage jetzt mal mit dem Format, dass ich eigentlich im Zimmer hocke. So rasch davon ist ja eben, dass man mich hört reden. Das ist auch, geht jetzt auch schon besser. Das ist sehr spannend. Ja, es ist, ich merke schon immer mehr, der, der Kopf baut schon die kleinsten Sachen, die eigentlich gar kein Problem sind, zu etwas mega grossen auf, dass er es eigentlich nicht angeht. Und oftmals braucht es einfach ein, einen Schritt. Also das heißt, man muss es einmal machen und merkt eigentlich, dass es gar nicht so schlimm ist. Aber das, was der Kopf sagt, dass es so unendlich schlimm ist, das kann sich, ja eben, das, wie mit dem Format jetzt, ich habe das schon so lange eigentlich ja, schon darüber geredet, gehabt, dass das eine Idee ist, die ich Zora kennengelernt habe vor 6 Jahren und das hat jetzt 6 Jahre später erst Früchte getragen. Also eben, die Idee war rum, gewesen, aber dass ich das jetzt wirklich auch wage und mache, hat jetzt Jahre gebraucht. Weil es einfach immer irgendetwas gesagt hat, so, ja, nein, ist noch nicht so weit, ist noch nicht so weit. Und ich habe es für mich jetzt einfach so gemacht, gehabt, dass ich es einfach angekündigt habe. Dass ich einfach angekündigt habe, nicht ins kalte Wasser rühren, dass eigentlich alle gewusst haben, oder dass die Welt anfangen wissen hat, dass das Format gibt, dass ich es einfach machen muss und nicht wieder am Tag X kann sagen, ja, mache ich es morgen. Also ich habe mir eigentlich einen Termin gesetzt. Und da merke ich, ja, für mich ist das viel einfacher, dass ich dann einfach gewusst habe, so jetzt ist es so weit. Und sonst wäre es wahrscheinlich vielleicht jetzt wieder irgendwie in Jahre gegangen, aber so weit bin ich jetzt froh äh, mit dem Ganzen, ja. Sehe ich da, wie lange dass ich jetzt da schon bin. Bin ich das gar nicht. Ah doch, da oben. 22 Minuten. Ui, du hast vor 8000 Leuten bist du auftreten mit dem Thema Heimat. Huhuhuhu. Also da hast du einen Vortrag gehabt, oder ist das Zufall gewesen, dass dort, oder hast du dich angemeldet, wie ist das? Spannend. Ja, da glaube ich. Ja, da glaube ich. Ja, oder da kann ich sagen, wenn ich jetzt nicht mehr, wenn es mir zu viel wird, dann mache ich Stream beenden und ich bin weg, oder? Das ist schon noch eine gewisse Sicherheit. Und ich habe ja schon auch überlegt, ob ich mich, ja, ob ich vielleicht mal als Speaker oder so soll auftreten, mich irgendwo bewerben. Und das ist dann schon wieder, ja, bin ich ja jetzt froh, habe ich das Format, weil es gibt mir schon noch eine gewisse Sicherheit und auch einen gewissen Komfort, oder? Und ja, und hat auch eine Reichweite, die ich mir selber aufbauen kann. Ja, und es ist ja auf eine Art auch Speaker. Aber ja, das ist. Ui, 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 ui. Darf ich dich fragen, hast denn du vorher, bevor es zu dem, ähm, bevor es zu dem Auftritt gekommen ist, hast du dir selber auch schon in Gedanken dir vorgestellt, wie du auf die Bühne gehst? Oder ist das rein zufällig? Also hast du dir den Auftritt auch schon in Gedanken durchgespielt gehabt? Also als würdest du schon vor 8000 Menschen stehen? Weil das würde mich noch wundern. Oder ist das rein aus Zufall? Ja, 8000 Leute ist viel. Also ist viel. Würdest du es wieder machen?
Okay, okay, ja. Und ist gut gekommen? Ja, haben wir schon noch vorstellen, 8'000 Leute. Uff, okay. Ah, ist auch gut, auch gut. Ja, und ich trete da auch vor 3. Nein, das erste Mal sind, glaube ich, insgesamt 4 Leute drin gewesen. Ja, eben wie gesagt, ich finde das gut, dass nicht gerade 100 aufs Mal. Mhm. 2 Rollen. Ja, Theater habe ich anscheinend auch gern gespielt gehabt, wo ich noch klein war. Wir haben auch ein Bild, wo ich als Indianer äh, geschmückt bin und angemalt bin, auch glaub, mit Indianerfedern. Irgendwo gibt es das Bild, glaube bei meiner Oma. Ja, aber das habe ich so ein bisschen verloren. Ja, und die Eltern haben gesagt, ja, früher habe ich vor dem Spiegel geredet. Mit mir selber. Und irgendwie so Theater spielen, ist glaube schon auch immer ein bisschen mies gewesen. Und ich sehe mich auch manchmal so ein bisschen als der Hofnarr. Darum. Aber ja, die Rolle gefällt mir eigentlich auch. Da hinter der Kamera fühle ich mich sicher und komme gleich am gleichen raus, ja. Und das Gute ist, dass das Ganze, ja, die ganzen Aufnahmen, dass die aufgenommen werden, oder? Und dass ich die auch kann, abspeichern und wenn ich ja theoretisch möchte, kann ich auch wieder auf die ganzen Sachen zurückgreifen. Und von dem her, das finde ich schon auch cool. Oh, ja. Gegensätzliche, gerade gegensätzliche Rollen, spannend. Mhm. Also gekauft, Sklaverei-mäßig, oder? Oder halt einfach gekauft. Nicht, aha, Frau, Braut. Ah, gekauft, okay. Wie hat denn das Theater geheißen? Spannend. Ah, du hast am gleichen Theater hast du zwei Rollen gehabt. Einmal auf der einen Bühne und nachher auf der anderen. Ah, das ist ja cool. Ja, ich find das mega, mega stark, wenn sich Menschen so Abläufe können, merken. Ich denke auch immer wieder, wenn die Filme, wie die das Ganze sich können merken, oder? Ich merke schon, wenn ich mir selber etwas aufschreibe und möchte etwas auswendig sagen, es ist so schwierig, schon nur ein, zwei Sätze mir zu merken. Und, und dann so ganze Theater, wo man ja nicht nur muss den Text wissen, sondern ja auch noch spielen. Also man tut sich ja auch noch, ja, eben, in eine Rolle schlüpfen. Und das finde ich schon sehr faszinierend, wie das Menschen können. Mhm. Okay. Das hast du dann auch früher schon Theater gespielt? Oder machst du das, bist du ein Theater? Ist das das erste Mal, wo du so auf grosser Bühne gsi bist, oder? Musik. Hm.
Prinzessin, ja. Ich glaube auch ein Traum von vielen Frauen. Was glaube auch neu ist, die Übertragung ist ja schneller. Irgendwie, letztes Mal ist es länger gegangen, von was ich geredet habe, bis es übertragen ist. Und das Mal ist es um einiges schneller. Das ist dann schon, also das finde ich eigentlich noch gut, weil ja, eben gerade wenn man das Format jetzt macht wie ich, wo es auch darum geht mit Chatten, dass ich nicht irgendwie schon, weiß nicht wie weit geredet habe, bis etwas ankommt, dass man ja, etwa gleichzeitig das Ganze hat. Also es sind jetzt wirklich nur etwa 3 Sekunden Unterschied vom Gesprochenen, bis es ankommt. Und ja. Aber was ich jetzt gar nicht gesehen ist, ob das neue Format funktioniert. Mm, muss ich ehrlich sagen, da kenne ich mich zu wenig aus. Äh, auch Elektrotechnik und so, da habe ich mich nicht so dafür können begeistern. Ich arbeite hauptsächlich auf dem Neubau und tue ja, eigentlich mehr mit der Materie arbeiten. Bin auch meine ganze Ausbildung habe ich all die, ja, eben die Elektrotechnik und Fachzeichen und eigentlich alles, was ich in der Ausbildung hatte, habe mich nicht so können begeistern, aber mir gefällt das, was ich vor Ort mache, das gefällt mir. Wirklich von Anfang bis Schluss im Hausbau in dem Sinne dabei bin. Genau, ich arbeite hauptsächlich auf dem Neubau. Ähm, ja, Service mache ich nicht so gern, also zu Leuten heim. Gerne auf dem Neubau meine Ruhe in dem Sinn. Und da kenne ich mich jetzt zu wenig aus mit der freien Energie. Nikola Tesla, wenn ich ehrlich bin, müsste ich jetzt nachlesen. Ausser du machst es erklären. Ich glaube, da geht mit Schreiben ein bisschen länger.
So mit freier Energie, okay. Also Gratis-Energie oder freie Energie? Weil, ich weiss nur, dass es ja schon Thema gibt, dass man vielleicht früher eben freie Energie hatte. Das heisst, Energie erzeugen nicht so, wie man es jetzt macht, sondern dass, die freie Energie halt, aus der Luft oder so herkommt. So wie man vielleicht früher habe ich auch schon gehört, dass es vielleicht früher gegeben hat. Du meinst das, oder einfach Gratis-Energie? Weil, ja, ich wüsste gar nicht, was der für was der gestanden ist. Gratis, okay. Mhm. Ja, ich denke mir, wir kommen jetzt in den nächsten Jahren, wird sich wahrscheinlich viel ändern. Äh, ich glaube, so Währung, wie wir sie jetzt kennen, wird sich wahrscheinlich schon irgendwann müssen anpassen. Mm, Und wir kommen jetzt wieder in ein spannendes Zeitalter und eben früher, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, eben freie Energie, dass man Energie ja auch kann erzeugen, ohne dass man in dem Sinn Strom braucht, weil alles ja in dem Sinn schwingig ist. Und da habe ich auch schon Dokumentationen gesehen, aber da weiß ich halt nicht, ja, würde ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, aber es sind sehr, sehr spannende Überlegungen, dass man früher vielleicht eben, weil mit den alten Zivilisationen zum Beispiel, hat man wie keinen Abfall und so gefunden und auch keine so Stromgeneratoren und ja, das finde ich noch spannend, da habe ich Sachen gesehen. Hat er. Mhm. Mal raussuchen, wie der geheissen hat. Wie hat der geheissen? Das ist sehr spannend. Das habe ich jetzt länger nicht mehr geschaut, weil ich habe mich auch viel auch eben mit so Sachen beschäftigt, wie, ja, wie ist es früher gewesen, wo gehen wir vielleicht hin? Und auch jetzt mit 5D und so. Und irgendwann habe ich so gemerkt, wenn ich so Sachen schaue, ich habe dann angefangen, mir Fragen zu stellen, so, ja, eben, gehen wir jetzt auf andere Planeten oder wie ist das? Es sind sehr spannende Themen, aber dann so angefangen, ja, mir einfach viel zu viele Fragen stellen, die mir im aktuellen Leben wie nicht dienen. Und dann habe ich ein bisschen aufgehört mit denen, aber wie hat der geheissen? Der geheissen? Äh, Der hat echt sehr spannende Sachen gehabt. Der hat hauptsächlich eben die älteren Kulturen, wo er auch, ja, der hat ein Zeug gehabt, wie er gesagt hat, eben, dass Amerika ja nicht, also das ist wie schon alles dort gewesen und unten dran hat es ist eigentlich wie drauf aufgebaut. Und dort hat's eben, es hat darum gegangen, dass die früher so riesen Kamin und so hatten und auf dem Dach oben eigentlich, ja, so Kugeln, wo man davon ausgeht, die haben eben wahrscheinlich freie Energie gehabt, dass die eigentlich ja, von oben her Energie bekommen haben, aber da sind vielleicht eben die ganzen Begebenheiten auf der Erde ein bisschen anders gewesen. Und dort sehr spannende Sachen gehabt. Und ja, viele, viele Themen, wo man heute als, ja, halt einfach als Verschwörungstheorie abtut. Äh, aber ich muss sagen, es hat schon interessante Sachen, aber ich weiß dem seinen Namen gerade nicht mehr. Äh, Speicher. Uff, das wüsste ich gar nicht. Ich habe 5D gesagt, nicht 5G, falls du wegen dem meinst. Also 5D, wie fünfte Dimension. Äh, aber doch, wir haben glaube ich 5G-Netz. Ich benutze es einfach nicht. Ich habe es bei mir abgestellt. Aber ja, kommt man glaube ich gar nicht drum herum. Also man kann es halt einfach abstellen. Mhm. Ja, das nicht, ja, da habe ich auch Carrie Kate.
die hat um 5D mit der Bewusstseinserweiterung in dem Sinn auch vom Planet, dass man eigentlich von 3D, 4D, gar nicht 5D, 4D, ja, irgendwie raufkommen. Und dann hat sie auch gemeint, dass man wie eben den Bewusstseinsaufstieg hat. Und ich habe dann auch angefangen zu überlegen, komme ich jetzt in eine andere, bin ich noch auf einem anderen Planet, wo sind denn die Leute vorher? Und so, ja, und ich habe dann aufgehört, für mich jetzt Sachen anschauen, wo mich mehr mit Fragezeichen hinterlassen, wie dass mir wirklich etwas, wie dass sie mich jetzt im Leben weiterbringen. Also wenn ich dann muss überlegen, wenn ich dann Fragen habe, so ja, wo sind denn nachher meine Liebsten, wenn es mich dort vielleicht auf dort hin tut, wo sind die und wo ist meine Familie, das hat mir dann mehr den Kopf zerbrochen und dann habe ich das ein bisschen sein lassen und bin mehr am Sachen anschauen, was ich akut jetzt machen kann. Und da habe ich eben Neville Goddard zum Beispiel, mit dem Gesetz der Annahme, da bin ich Feuer und Flamme, muss ich sagen, und ich merke auch immer mehr, er sagt zum Beispiel auch auf das Selbstgespräch achten, dass man halt wirklich auch schaut, was man rauslässt. Und Selbstgespräch ist in dem Sinne ja mit sich selber reden und wenn ich ja dann auch die Selbstgespräche habe, so, ja, wo sind dann meine Liebsten nachher und alles, es ist ja auf eine Art auch Selbstgespräch, es ist ja nicht nur, also eigentlich alles, was man denkt, ist schlussendlich ein Selbstgespräch und dass man da ein bisschen darauf achtet und ich schaue, dass ich möglichst Sachen denke, wo mich im Jetzt eigentlich an mein Ziel bringen. Und habe dann ein bisschen aufgehört über Sachen, wo ich nur spekulieren kann. Aber ja, die Themen sind mega spannend. Und so History, du hast ja glaube gesagt, du schaust gerne so historisches Zeug. Das finde ich auch sehr, ja, ich finde es auch sehr spannend, aber ich habe das ja auch schon länger nicht mehr geschaut. Also so, aus so ein bisschen einem ähnlichen Grund. Weil vieles ja irgendwie Spekulationen sind. Man kann schon irgendwie beweisen, aber mein ChatGPT beweist ja aktuell auch und ich frage ihn dreimal das Gleiche und er gibt dreimal eine andere Antwort, also mega zuverlässige Quellen. Darum, ich weiß halt auch nicht, früher ist es halt von jemandem übermittelt worden und ich glaube, wenn man heute schon alles tut, irgendwie verändern oder es automatisch verändert, es ist ja nicht nur, dass es jemand verändert, sondern wenn ich eine Geschichte höre und die weitererzähle, dann habe erstens ich vielleicht schon die Geschichte falsch aufgenommen, erzähle sie anders falsch weiter, der andere nimmt sie wieder mit einem anderen Gehör auf, in einer anderen Emotion und ja, und so ja, ich bin ein bisschen vorsichtig, was überliefert wird, äh, wo ich nicht viel kann sagen. Eben, der ChatGPT, das ist grandios, heute sagt er mir das, morgen sagt er das Gegenteil. Dann sagen du, hörst dir eigentlich zu, dann sagt er, guter Punkt. Ja. Mit Informationsquellen aktuell oder halt ja schon immer ein bisschen vorsichtig. Ja, und äh, was ich sehr fest merke oder wo ich aktuell sehr dran bin, ist, ich bin wirklich am Schauen, was ich denke, auch wieder erleben. Oder eben so meine Einstellung, wenn ich am Morgen schon genervt aufwache, dann erlebe ich den ganzen Tag gestresst. Wenn ich am Morgen irgendwie ähm, fröhlich aufwache, dann ist der ganze Tag fröhlich. Und ich habe jetzt auch gerade mit einem Lehrling, der hat zum Beispiel einmal gesagt, er sagt es langsam. Er sagt es langsam. Oder? Und jetzt sind wir wieder bei dem Selbstgespräch und das ist ja dann schon fast mantrahaft. Das heißt, wenn er das ja schon rauslässt und sagt, er ist zu langsam, dann ist das auch eine verankerte Überzeugung von sich selber, dass er ja das Gefühl hat, er ist zu langsam. Das ist nicht nur jemand, der es von draußen vielleicht sagt, sondern sein eigenes Gefühl. Und das ist eben mega spannend, weil er will, er will wirklich, das ist einer von, ja, ich glaube, er möchte wirklich, aber es geht halt irgendwie nicht. Er ist halt einfach zu langsam. Und ich glaube, er ist eigentlich gar nicht zu langsam, sondern er hat so fest die Einstellung oder die Überzeugung, dass er zu langsam ist, dass ich kann hingehen und ihm sagen, hey, bist gut in der Zeit und in dem Moment geht etwas kaputt. Oder wenn er etwas macht, dann ja, irgendwie passiert einfach immer etwas, dass er das wieder länger hat. Und ich habe bis jetzt auch mit ihm ein bisschen am Anschauen, ich habe ihm das auch mal aufgezeichnet. Warte, ich kann da vielleicht mal meine Tafel nutzen. Da habe ich, das ist falsch. Ah, also habe ihm dann aufgezeichnet. Den kann ich aufmachen. Wo ist es? Da. Äh, Scrollen wir noch ein bisschen rauf. Ich habe ihm dann versucht zu erklären, wir sind ja
mittlerweile weiß man ja eigentlich, dass wir Energie sind, oder dass wir eigentlich hauptsächlich aus Energie bestehen. Und es ist eigentlich noch spannend, jetzt mal schauen, ob das da geht. Mit Kreide, da habe ich das erste Mal ein bisschen zeichnen. Ja, ich habe ihm dann eigentlich. Oh nein, das ist falsche Kreide. Das war keine Kreide. Gewesen. Das? Auch nicht. Wo ist die Kreide? Da. Ah, so. Ich habe ihm dann eigentlich gezeigt, wenn er das ist. Und der Joe Dispenza, er sagt ja, unsere Gedanken sind elektrisch und unser Herz ist magnetisch. Und wenn man ein elektromagnetisches, also das zusammen tut, ein elektromagnetisches Feld erzeugen und das strahlen wir eigentlich aus. Das heißt, unser Herz hat äh, eigentlich ein riesen Energiefeld um uns herum. Oder wir haben das um uns herum. Und wenn er seine Gedanken hat, zu langsam, ich mache auch so, zu lang, dann strahlt er das aus. Und das Ereignis, also das ist eigentlich die Ursache, die er setzt. Und das muss dann, ich kann nicht viel zeichnen. Und der muss dann eigentlich zu ihm zurückkommen. Und ich finde es eigentlich noch spannend, dass ich kann ihm dann anfangen zu sagen, er soll aufhören, zu langsam. Also wenn ich ihn höre, dass er das sagt, dann sage ich ihm, du wirst von Tag zu Tag schneller. Und es ist mega spannend, dass ab dem, wo er hat wirklich einen Tag gesagt, er versucht es, er sagt sich das jetzt und am nächsten Tag hat er ein Kompliment bekommen. Und das hat er vorher nicht bekommen. Es ist ihm immer zurückgemulden worden, dass er zu langsam ist, weil er ja selber das Gefühl hat, er ist zu langsam. Nicht nur die anderen spiegeln ihm das jetzt zurück. Das heißt, er hört immer eigentlich das, was er in seinem Gefühl hat, kommt gespiegelt. Und ab dem Moment, wo er dann aufgehört hat, das zu sagen, am nächsten Tag hat er sein erstes Kompliment bekommen. Und das bin ich aktuell sehr fest am Beobachten, auch bei mir selber, oder? Ich merke es bei mir auch, dass ich habe auch noch, also ich habe auch meine negativen Gedanken und das ist regelrecht ein Strudel, wenn man einmal in so einem drin ist, das ist so schwierig, dort rauszukommen. Und das geht eben von außen, oder wenn ein anderer sagt, ich bin zu langsam, dann macht es bei mir gerade, ist vielleicht eben ein Selbstgespräch, wie es der Neville Goddard sagt, muss man aufpassen, was man sagt, weil das ist eigentlich ein Zauberspruch. Und das ist ja spannend, im Englischen sagt man ja Spelling, also wenn man etwas tut, verbalisieren. Spelling. Spell ist ja eigentlich ein Zauberspruch auf Englisch, oder? Das ist eigentlich wortwörtlich, wir zaubern eigentlich wortwörtlich. Und, und so etwas haben wir dann nochmal gehabt mit dem Lehrling, weil er hat dann am Donnerstag, ich glaube am Donnerstag hat er daheim einen Schalter montiert und hat bei mir nachgefragt, hat den montiert und am nächsten Tag am Morgen, also das ist mir dann erst alles im Nachhinein in den Sinn gekommen, dass dann das auch wieder, oder? Das beobachte ich immer mehr, so wie Sachen so einen Zusammenhang haben und vor allem oftmals mega schnell. Eben, man hat das Gefühl, so, es geht alles so lang, aber er hat einmal sich nicht gesagt, ich bin zu langsam, am nächsten Tag ein Kompliment, oder? Gerade mal aus dem raus. Und jetzt hat er einen Schalter montiert. Er hat einen Schalter montiert gehabt und am nächsten Tag hat er den Auftrag bekommen, oder besser gesagt, jetzt geheißen, er dürfte dann nächste Woche, also morgen, darf er alle Schalter montieren, unten im Keller, für so kleine Kombinationen mit Schalter und Steckdosen. Und zwar genau die, die er daheim am Vorabend montiert hat. Und am gleichen Tag, am Morgen, sind wir noch auf einer anderen Baustelle gewesen. Und dort habe ich ihm alles aufgezeichnet, dass er einmal allein kann Sachen Drähte einziehen und Schalter montieren. Und es wäre auch wieder so, also es wäre auch wieder gewesen, das heißt, er hat einmal das daheim gemacht und plötzlich hat er die Möglichkeit von zwei externen, also den Auftrag, den Schalter montieren, hat er bis jetzt hat er noch nie gemacht. Er hat dann das erste Mal das auch dürfen machen. Und das finde ich erschreckend, oder? Ich selber habe das Gefühl, es geht so, ja, lang, bis etwas kommt, aber wenn man so schaut, das spiegelt einem eigentlich gerade ja, gerade wieder zurück, oder? Wahrscheinlich auch, weil er den Schalter montiert hat daheim, Freude hatte, auch wieder in sich inne, wie zu langsam, hat er sich gesagt, ich kann das. Und hat dann das vielleicht dann nachher automatisch in dem Radius, wo dann halt eben in seinem energetischen im Radius hat er das ausgesendet, ist dann
eigentlich im Feld gewesen, es ist ja 50 Meter anscheinend weit, ist er im Feld gewesen vom Monteur. Der Monteur wird die Energie, wahrscheinlich die Schwingung wahrscheinlich aufgenommen haben, so erkläre ich mir das, hat die aufgenommen, hat gewusst, aha, er kann den Schalter montieren, in seiner Energie ist das jetzt vorhanden, sonst nicht mehr zu langsam, sondern jetzt in dem Moment halt, ich kann den Schalter montieren und hat gerade die Möglichkeit bekommen, dass der Monteur sagt, hey, du darfst dann die Schalter nächste Woche montieren. Ich denke, das ist seine innere Überzeugung jetzt gewesen, dass er das kann, sein Erfolg, den er hatte, dass das dann energetisch auf den anderen Menschen über ist und der spiegelt ihm das wieder zurück. Und zwar innerhalb von 12 Stunden und nicht irgendwie 20 Tage. Und das erschreckt mich immer mehr, weil jetzt vor 4 Jahren habe ich eben angefangen, so ein bisschen mit dem ganzen Thema, also mit dem Thema, vor allem mit so Bewusstsein, schafft Realität. Sonst schon länger beschäftige ich mich in die Richtung, aber so spezifisch das, glaube ich, vor 2, 3 Jahren. Und ich merke, am Anfang habe ich gedacht, okay, dann muss ich jetzt aufpassen, was ich jetzt denke, weil das kommt dann in der Zukunft mal auf mich zu, aber ich merke immer mehr, die Zukunft ist zum Teil 12 Stunden später. Oder in der gleichen Minute, oder? Wenn ich anfange jetzt mich gut zu fühlen, fühle ich mich gut. Wenn ich mich anfange schlecht zu fühlen, fühle ich mich schlecht. Die Ursache gut fühlen, die Ursache schlecht fühlen, wartet ja nicht keine Ahnung, 30 Tage. Und das ist lange in meinem Denken gewesen, dass es ja wirklich vielleicht erst in Monaten auf mich zukommt. Und ich merke immer mehr, es ist zum Teil in der gleichen Stunde. Jetzt bei ihm eben einmal Schalter selber montiert, am nächsten Tag heisst es, er darf Schalter montieren, plus ich kann ihm auch noch die Möglichkeit geben. Es ist dann dort jetzt nicht dazu gekommen, weil wir haben müssen stressen, aber ich habe ihm alles erklärt. Also das Erklären hat er und den Auftrag hätte ich sonst eigentlich auch ausüben. Und das finde ich mega spannend. Mm, Familie und Gesellschaft haben auch einen Beitrag zu Langsamkeit. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Äh, Aha, ja, ja. Ja, natürlich, ja. Ich habe dann auch mit ihm das angeschaut, ich habe dann auch nachgefragt, wo das vielleicht auch entstanden ist, oder? Dass er sich langsam fühlt. Äh, oder? Und es ist schon erschreckend, oder? Es passieren dann wirklich einfach Sachen, bei ihm passieren einfach Sachen, dass er langsam ist, dass er selber wieder kann sagen, ich bin langsam. Und ja, und an diesen Sachen bin ich aktuell sehr präsent, wenn Menschen was sagen, ich kann schon voraussagen, was passiert, oder? Und eigentlich ist das Leben vorhersehbar, wenn man die Mechanismen versteht. Und das ist extrem spannend. Also, wenn einer, wir haben auch jemanden, der sagt die ganze Zeit, er muss die ganze Scheiße machen. Ja, wer macht echt Scheiße? Nicht ich. Also, nicht der es nicht sagt, sondern der es sagt. Der davon überzeugt ist. Es ist natürlich schwierig in dem Moment für den Betroffenen zu sagen, stimmt, weil für ihn fühlt es sich ja an, als er müsste es ja machen. Für ihn fühlt es sich ja dann so an, schau, ich habe ja die Bestätigung, dass ich sie machen muss, sonst müsste ich es ja nicht machen. Aber die Ursache wird zuerst gesetzt, also das Gefühl, ich muss es machen, ist bevor dem Machen. Das heißt, wir hinken wie hinten rein. Er müsste jetzt aufhören, sich das zu sagen, dann wird es ab morgen vielleicht nicht mehr machen. Aber wenn man immer wieder auf die Spiegelung reagiert, dann tut man in dem Moment wieder, also wenn man reagiert in dem Sinn auf das, was auf einem zukommt, dann tut man schon wieder für morgen pflanzen. Und das finde ich spannend. Das ist natürlich auch nicht ganz einfach in seinen eigenen Themen. Ich habe meine Themen auch, wo ich dann wieder merke, ah super, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft, ich will das ja eigentlich gar nicht. Ich weiß, was ich nicht will. Zum Teil bin ich parallel, weiß ich eigentlich will ich nicht, aber irgendwie bin ich gleich in meinen Automatismen inne, dass es einfach gemacht wird. Aber ja, ich spiegle jetzt also einfach den Leuten amigs zurück. Wenn ich merke, es wird auch erwünscht, sagen wir es so, wenn ich merke, es wird erwünscht und es wird erschreckenderweise, finde ich es mega schön, wie es wird eigentlich, wenn es den Menschen so kannst zeigen, ohne dass so, hey, du machst was falsch, sondern schau mal, du könntest vielleicht, wenn du das einmal so anschaust, das nicht mehr so erleben. Das ist eigentlich ja,
Bereitschaft sehr hoch und ich finde es mega spannend, dass die Leute, ja, wie schnell das dann eigentlich einen Erfolg sehen. Eben der Lehrling auch, der hat das gerade gesehen und wieder wie es zurückgeht. Vor allem, wenn ich sie dann auch nochmal spiegle, sage, schau, jetzt hast du doch gestern den Schalter montiert, nachher hast du die Schalter unten montieren. Gestern, einen Tag vorher, haben wir über das Thema geredet, ich habe dir das Thema erklärt und jetzt erlebst du es genau doch so, oder? Also, ja. Oder? Und das sind so, das bleibt dann, wenn man es bewusst wahrnimmt. Und andere würden sagen, es ist ein Zufall. Für mich ist es gibt irgendwie keinen Zufall mehr, sondern ja, man hat es irgendwie, man hat alles selber in der Hand. Mhm. Ja, 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 nein, natürlich sucht der Platz in der Welt, ja. Und ich find's sehr schön, er will. Er will wirklich und es klappt aktuell noch nicht, so wie er sich's wünscht. Aber wir sind dran. Das find ich ja schön, oder? Dass ich das auch während dem Arbeiten so kann weitergeben kann und auch merke, es tut den Leuten gut. Es tut den Leuten gut und darum möchte ich das auch eben mit dem Stream unter anderem, weil es tut wirklich gut, wenn der Groschen geht. Es ist wirklich erleichtert, wenn man weiß, man ist eigentlich kein Opfer. Man hat immer jetzt die Möglichkeit, das Morgen zu ändern. Und wenn man das mal verstanden hat, achtet man sich immer mehr drauf. Ich habe jetzt auch noch nicht eben all meine Themen, die ich nicht mehr eigentlich ansprechen können, ganz weglassen, weil ich, oder das eine oder andere kommt bei mir auch immer noch raus, weil es halt einfach eben, die Emotion ist so, Emotion hat so viel Kraft, dass man drin ist, fühlt es sich für einen real an und wenn man in dieser Emotion ist, wir dürfen einfach nicht, ja, man muss sie einfach wieder irgendwie einfach annehmen und sein lassen und nicht noch mehr reinsteigern und ich finde das je bewusster, je mehr, dass man weiß, dass es einem nicht gut tut, desto besser kann man es auch weglassen. Aber ja, es ist schon nicht ganz ohne. Hm. Danke, Annabelle. Oh, jetzt ist ja schon fast wieder eine Stunde rum. Ja, ja, aber ich glaube, also ich habe auch müssen, jetzt, wenn ich so mit den Lehrlingen rede, hätte ich mit mir jemand so geredet, wie ich es jetzt bei ihnen mache, von wo ich 16 war. Ich weiß nicht, ob ich so weit gewesen wäre. Und man ist irgendwie, ich sage so Themen, fühlt sich für mich an, wird man irgendwie wie früher reifer. Ob das jetzt auch mit der ganzen Technologie zu tun hat, dass man viel früher auch Handys hat, viel mehr Informationen hat. Und wir tun ja schon auch also wir tun ja schon auch Gen in dem Sinn weitergeben. Das heisst, eben, es kommt ja auch vielleicht schon ein gewisses Wissen auch weiter und eine gewisse Reife. Und wir werden immer reifer. Darum wird man vielleicht auch immer früher reifer, oder? Weil wir haben jetzt so viel Wissen mit dem ganzen Internet. Und irgendwie tut man das ja auch in den Genen wahrscheinlich weitergeben. Das heißt, die Daten sind ja irgendwo gespeichert. Und das heißt, das ist für mich eine Erklärung, warum das dann die Jungen immer noch weiter sind. Oder immer irgendwie schon das Gefühl, ich überlege so, was die zum Teil mit 16 für eine Weisheit haben, habe ich jetzt irgendwie mit 30 so für mich verstanden. Aber ja, für mich ist eine Erklärung, dass das ja auch gentechnisch weiter, das ist ja gespeichert in unseren Genen. Eben, wir können sie verändern, aber der Teil geht ja in dem Sinne auch weiter. Und das heisst, wir tun Bewusstsein auch schon so weitergeben in den Genen, dass wir frühreifer sind. Und darum ist vielleicht auch gar nicht jetzt zu dem, was du sagst, eben, es ist einfach zum richtigen Zeitpunkt gekommen, oder? Oder die Lebenserfahrung, oder? Sie kommt wie zum richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, hätte ich es mit 16 so gehört, wie ich jetzt mit meinen 16-jährigen Lehrlingen rede, ich glaube, es wäre bei mir gar noch nicht angekommen. Das, oder? Darum, da bin ich mir halt nicht sicher. Ja.
Ich glaube, er ist eigentlich gar nicht langsam. Er sagt sich das selber, er kann sein Zeug, aber er ist einfach unsicher. Und die Unsicherheit, ich habe letztens eben zum Beispiel gefragt, an was liegt es denn? Er hat dann auch gemeint, er hat Angst zum Nachfragen. Das heißt, wenn er etwas nicht verstanden hat, dann will er nicht nachfragen, weil er Angst hat, dass er eins auf den Deckel bekommt. Obwohl ich jetzt gesagt habe, also ich erkläre es auch 100 Mal, wenn es muss sein, auch beim 101. Mal. Aber dann habe ich gefragt, ja, was machst du, wenn du es nicht verstehst? Also, ja, dann ist er halt einfach dort. So, ja, dann ist er halt vor Ort und wartet halt auf bessere Zeit, weiß es ja dann gleich immer noch nicht. Und ich glaube, das ist sicher, ich weiß auch nicht, wie oft das der Fall war bis jetzt, dass er halt dann mit einer Aufgabe nicht mehr genau gewusst hat, was er machen muss und dann halt einfach ist, in dem Moment aber auch nicht schafft. Oder? Und das ist, ich glaube, auch ein Punkt. Aber ja, ich finde es schön, dass jetzt ja, er ist jetzt wie bei mir zuteilt. Ich habe jetzt auch ein bisschen, wir haben jetzt so unsere Endgespräche gehabt. Und ich habe jetzt auch ein bisschen mehr den Auftrag, dass ich auf die Lehrlinge schauen kann, dass ich mir auch die Zeit nehmen darf. Das war auch ein Punkt für mich gewesen, oder irgendwie Lehrling aus... Man sollte ja irgendwie den Lehrling auch etwas beibringen, aber das heisst ja dann immer, du musst schnell fertig sein und hopp, hopp, hopp und alles. Und da bin ich dann auch unsicher gewesen, darf ich überhaupt mir die Zeit nehmen oder muss ich dann wieder mich rechtfertigen, warum dass ich länger hatte. Und da habe ich jetzt auch eigentlich ein klares Okay jetzt bekommen, in diesen Gesprächen, jetzt in den Endgesprächen, dass auch erwünscht ist, wenn ich mir auch die Zeit nehme mit den Lehrlingen. Und das finde ich auch sehr schön, weil, ja, ich merke einfach auch, dass es ihnen gut tut, wenn mal jemand mit ihnen redet und es auch mal versteht, oder? Und also versteht in dem Sinn, dass sich auch die Zeit nimmt. Weil, ja, es ist schon, irgendwie hat man immer weniger Zeit, zum etwas zu erklären, weil, ja, Zeit ist ja Geld. Aber ja, da finde ich jetzt auch schön, dass ich das darf. Ich bin jetzt auch beruhigt, dass ich weiß, hey, ich darf mir die Zeit nehmen und es wird mir niemand nachher sagen, warum hast du jetzt so lange gehabt, weil ich jetzt einfach auch den Auftrag habe und das find ich toll. Ja, mhm. Ah, ist schon spannend. Ja, es sagen gerade viele Ja. Es sagen gerade sehr viele Ja. Es sagen eigentlich alle Ja, wenn sie es nicht verstanden haben. Äh, ich weiß halt jetzt nicht, wie es in anderen Firmen ist, ob das jetzt halt das Thema bei uns ist oder ob das ein übergreifendes Thema ist. Aber was ich merke, ist auch, wenn die Schnupperlehrlinge kommen, also solche, die das nächste Jahr suchen und kommen arbeiten, man, man hat Angst, oder wir sind so eine Nullfehlerkultur geworden. Wir dürfen keine Fehler machen, aber eigentlich sind genau die Fehler ja unsere Lernmöglichkeit, oder? Wenn man ja keine Fehler macht, reibt man ja nirgends und kann ja nicht wachsen. Es ist einfach ein Kind, das umkehrt, steht auf und läuft weiter. Und heute ist es so, wir dürfen gar nicht erst umkehren, oder? Wir dürfen nicht lernen und ich weiß nicht, an was es liegt, aber man hat Angst zum Umkehren, weil man weiß ja, wir dürfen nicht umkehren, geschweige denn wieder aufstehen. Also eben vielleicht mit Scham verbunden, mit, ja, ich weiß auch nicht, eben Angst vor Zusammenschiss. Und ja, und ich merke es schon bei den Schnupperli, die sind 15, die sind 14, die entschuldigen sich für alles. Also ich hatte einen, der ist schnuppern, der hat wirklich gut mitgedacht. Dann haben wir müssen Kabel einziehen. Dann haben wir eine Dose gehabt, eine Abzweigdose, wo wir also alle Kabel rankommen. Das ist in einem Schrank inne. Und die Kabel, die haben wir von, sagen wir, 2 Meter lang gelassen, weil die muss man dann nachher so aus dem Schrank rausnehmen, dass man sie vor dem Schrank kann anschliessen kann, um wieder rein zu tun. Und ich musste aufs WC müssen und er hat am gleichen Ort, einfach links vom Schrank, also der Schrank ist noch nicht getötet, der kommt dann nachher ran, hat es aber auch die Abzweigdose, wo er musste Kabel einziehen. Dann hat er gesagt, du, schau, du kannst da sonst mal einziehen, ich gehe aufs WC, wenn du nicht weißt, ist auch okay, ich habe es ihm erklärt. Und nachher ist er, als ich retour gekommen bin, ist das Kabel geschnitten gewesen, und er hat mir gesagt, oder der ist noch nie auf dem Beruf gewesen. Dann hat er mir gesagt, er hat jetzt aufgehört, weil er nicht sicher ist,
über das Kabel zu kurz geschnitten hat, weil auf der anderen Seite sind sie ja 2 Meter lang und da jetzt nicht mehr, weil er es geschnitten hat. Und ich habe ihm gesagt, ja, es müsste so wieder dran sein. Und der hat sich x-mal entschuldigt, oder? Der hat sich x-mal entschuldigt, dass er einen Fehler gemacht hat. Und ich habe ihm dann versucht zu erklären, einfach mal halblang, weil erstens mal bist du nicht auf dem Beruf. Zweitens hast du jetzt eigentlich selber gemerkt, aha, vielleicht muss ich es so machen wie dort hinten. Das heißt, er hat ja mit überlegt. Aber all die Sachen, die eigentlich etwas Positives sind, sie sind irgendwie nicht angekommen, oder? So, der hat sich auch nachher noch entschuldigt, dass er das falsch gemacht hat. Und das merke ich immer mehr. Und das ist natürlich, wenn man schon Angst hat, um was falsch zu machen, bevor man überhaupt im Beruf ist, dann dürfen wir ja im Beruf ja noch weniger falsch machen. Und ich weiß halt, also ich glaube schon, dass es ein übergreifendes Thema ist, jetzt nicht nur in unserer Firma, wenn eben so die Lehrlinge auch schon so kommen. Und das ist halt einfach schade. Das ist einfach schade. Aber eben, ich habe auch Angst gehabt, um Sachen falsch zu machen. Aber ich habe immerhin noch nachgefragt, oder? Da weiss ich, aber irgendwie fragt man auch nicht mehr nach. Und ja. Das nimmt immer mehr Überhand. Und schon mit 15, oder? Wenn man gar nichts mehr machen darf und alles, ja, Angst hat vor Fehlern, dann, ja. Oh. So, aber ich mache für heute Schluss. Es ist jetzt doch schon wieder eine Stunde. Es war eine sehr tolle Stunde gewesen. Danke vielmals, dass ihr zwei noch da sind, so viel mit mir geschrieben habt. Es macht mir sehr viel Spaß, muss ich sagen. Das ist genau mein Element. Ähm, wenn ich mich dann mal ein bisschen mehr traue. Darum vielen Dank, dass ich da so darf auch ja, das Ganze lernen und ihr da sind. Bedeutet mir wirklich viel. Es ist einfacher, auch wenn jemand rum ist und dürfen mit jemandem reden wie mit sich selber. Obwohl ich das jetzt auch sehr gut gemacht habe, muss ich sagen. Ich will es bewusst so beibehalten, dass ich mir nichts vorbereite, dass es ergibt, weil es ist für mich einfach stressfreier, wie dass ich da hocke und einen Plan habe, weil ja, dann stottere ich und mache und tun. Und genau, also ich bin nächsten Sonntag wieder live, zur gleichen Zeit. Das Format behalte ich sehr gerne bei. Das macht mir Spaß und ja, danke, ganz liebe Grüße zurück. Auch euch eine gute Nacht und vielleicht und hoffentlich bis nächste Woche und sonst bis ein anderes Mal. Ciao, ciao!